geht es um Schwiedenbütter Neuansatz. Der alte geht dem Ende zu. Und wir in der Familie nutzen der Schwiedenbütter schon über mehrere Jahre. Er ist gut für Erkältungen und für alle möglichen anderen Problemchen, Übelkeit und auch sehr gut für meine Altenwerte, Arthrose bekämpfen oder zum Stillstand zu bringen. Diese Schwiedenbütter schon länger und ich habe gemerkt, es geht mir bedeutend besser. Und am besten ist diese Ansatzmischung. Maria Treben besteht aus 90,2 Gramm verschiedene Kräuter und angesetzt wird damit 1,4 Liter Korn oder Weinbrand, geht genauso gut. Marillenbrand und ein Wodka. Ja, eine Packung reicht genau für 2 mal 0,7 Liter Korn. Korn geht genauso, aber wir müssen mindestens 38% Alkohol haben. Besser wäre 40. Ja, das ist für die ganze Mischung. Ich kippe jetzt da rein. Ja. Das ist die ganze Kräutermischung. Und werde jetzt mit dem hochprozentigen auffüllen. Ja, der Schwedenbütter ist auch zur Vorbeugung sehr gut. Also der Schwedenbütter ein Esslöffel auf 200 Milliliter Kräutertee. Rein schon mal zur Vorbeugung für Grippe oder sowas. Sehr gut. Also jeden Tag einfach Kräutertee 200 Milliliter und ein Esslöffel von dieser Schwedenbütter-Mischung hinein. Sehr gut. Wichtig ist ein großer Behälter zum Ansetzen. Ja. Das sind jetzt 1,4 Liter Schnaps. Dieses Backerl kostet ungefähr in der Apotheke 6,99 €. Also das war dann mal 7 €. Und die Schwedenkräutermischung setzt man mit 2 mal 0,7 Liter 38% Korn oder Obstbrandwein. Jeder in einer breithalsigen 2 Liter Flasche oder halt was Ähnliches. Und lässt sie 14 Tage an einem warmen, hellen Ort stehen. Täglich einmal kurz schütteln und nach Ablauf der 14 Tage abseilen. Ich persönlich lasse aber den nicht nur 14 Tage, ich lasse den 30 Tage stehen. Umso länger, umso besser. Das Ganze muss man dann natürlich super dicht. Ich mache dann also eine Alufolie drüber und zusätzlich noch eine Folie mit Gummi, damit der Alkohol nicht entweichen kann. Dann funktioniert das einwandfrei. Dann kann man auch zwischendurch einmal ein Wiesenbier trinken von halb bis Dinner. Sehr gut. Oder Prost. Also ich habe Arthrose-Leiden an der linken Hüften und ich trinke sowieso jeden Tag früh und abends eine Tasse Zickerl-Tee und tagsüber 4 Tassen Brennnesseltee. Und bei einer Tasse Brennnesseltee kommt 1 bis 2 Teelöffel Schwedenbütter rein. Seitdem sind die Beschwerden viel besser. Also Brennnesseltee unterstützt sowieso das Ganze, wenn man mit den Gelenken Probleme hat. Weil bei mir hat er nämlich gesagt, der Orthopäde maximal noch 5 Jahre und bräuchte ein neues Hüftgelenk. Und das will ich einfach noch ein bisschen meiden. Die Myopien hat es gehen.
Es ist kein Wunderheilmittel, aber bei Schnittwunden und bei allen möglichen sehr gutes Mittel und hat sich immer schon gut bewährt. Na gut, in diesem Sinne, also Schwedenbitter, Aquaria Treben, das ist meiner Meinung nach der beste. Es gibt verschiedene andere Verpackungen. Wichtig ist, dass die Kräuterzusammensetzung 90,2 Gramm sind. Es ist haargenau abgestimmt. Die Kräutermischungen halten auch sehr lange. Also der zum Beispiel bis März 2016. Da müssen wir mindestens angesetzt haben. Und der Schwedenbitter, wenn er abgefüllt ist in braune Flaschen, hält er sich über mehrere Jahre. Also wirklich kein Problem. Ich setze immer Schwedenbitter neu an, wenn ich ungefähr so 100 Milliliter zur Verfügung habe, dann setze ich sofort einen neuen an. Oder bei 200 Milliliter. Um sicher zu sein, dass man immer Vorrat hat. Okay, danke fürs Zuschauen. Euer Janka Filmschmiede, Schwedenbitter, Aquaria Treben. Die andere Gesundheit der Maria. Die Gesundheit der Apotheke Gottes. Okay. Alles klar. Also, Servus. Also ich setze den Link von Maria Treben, Informatives über Schwedenbitter, unten in die Infobox rein. Da könnt ihr dann einmal nachschauen. Also es gibt wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten und wie man es anwendet, steht sauber in dieser Internetseite drinnen. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen behilflich sein, aber es ist eine sehr nützliche Seite und da steht auch nochmal genau drin die Anleitung, wie man hundertprozentig ansetzt, wie das funktioniert. Und viel Spaß einfach mal beim Durchstöbern und probiert es einfach mal aus. Ihr werdet merken, es geht nicht von heute auf morgen, aber 2-3 Wochen Anwendung merkt man, dass das Wohlbefinden anders wird. Also es ist schon irgendwas Wahres dran, es ist kein Humbug oder sowas. Ich traue dran. Ach übrigens, die Zusammensetzung steht auch noch in dieser Internetseite drinnen, was für Kräuter drinnen sind. Es steht da drinnen, es gibt nicht mehr einen kleinen Schwedenbitter und einen großen Schwedenbitter. Das ist die Anleitung, die Ansatzmischung für einen kleinen Schwedenbitter, weil er die größere Wirkung hat als der große Schwedenbitter. Warum aber das genauso ist, was der Unterschied ist zwischen großen und kleinen, lest bitte selber durch, das will ich jetzt nicht erklären. Also das, ist ein bisschen, das hängt mit der Kräutermischung zusammen. Na gut, schaut einfach rein. Also Servus.